Wir kennen es alle. Wir haben mal Zeit zum Relaxen. Auch in der heutigen Zeit gibt es ja mal den Moment, wo man sich einfach mal irgendwie auf eine Bank setzt. Vielleicht auch eben wieder hinten im Park. Und man denkt sich eigentlich nicht viel und dann plötzlich hockt sie vor einem oder steht sie vor einem. Die Frau, die dir wirklich gut gefällt. Und dann das Nächste, was du dir denkst, ist, wer ist sie? Ich würde sie gerne kennenlernen. Was könnte ich echt machen? Und genau so eine Situation erleben eigentlich alle Singles tagtäglich. Und sie wissen nicht, was machen. Und darum habe ich für dich 5 Punkte, was du machen kannst, wichtige Punkte, damit du mit einer Frau in Kontakt kommst, damit der Flirt gelingt. Tipp Nummer 1. Schau, dass du zuerst mal selber richtig relaxen tust. Schau, dass du auf dem Bänkchen hockst oder an dem Ort bist und einfach mal runterkommst. Du siehst zwar die hübsche Frau, das heisst aber nicht, dass du jetzt sofort auf sie zu musst gehen, sondern ich empfehle dir, dass du einfach kurz mal anhockst oder einfach dort relaxen tust und einfach mal die Umgebung und alles wahrnimmst. Und einfach mal vielleicht ein bisschen tief ein- und ausschnaufst und relaxest. Dann Tipp Nummer 2. Schau, dass du mit ihr Augenkontakt aufbaust. Das heisst aber nicht so wie ein Creepy, jetzt irgendwie kurz anschauen und dann schnell wieder weg und dann ja nicht mehr schauen, sondern indem du schon entspannt bist, hast du schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann schau, dass du mit ihr Blickkontakt aufnimmst. Und wenn sie dann vielleicht im ersten Moment wegschaut, weil sie jetzt gerade ein bisschen überfordert ist, dann kein Problem. Chill einfach mal und schau später wieder an. Und wenn sie nochmal schaut, wenn sie vielleicht zwischendrin aufs Handy schaut, ist es okay. Wenn sie zwischendrin wegschaut oder mit der Kollegin ist es okay. Aber wenn sie das zweite Mal und vor allem das dritte Mal schaut, dann ist das eigentlich eine Einladung, dass du auf sie zu kannst gehen und ihr Hoi kannst sagen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie keinen Blickkontakt mit dir aufbaut, kein Problem, das kann mal passieren. Vielleicht ist sie gerade irgendwie sonst abgelenkt, das Buch am Lesen oder so. Und da sind wir eigentlich schon beim Tipp Nummer 3. Schau mal, was sie gerade macht. Liest sie gerade ein Buch? Tut sie sich mit einer Kollegin unterhalten? Ist sie irgendwie am Träumen? Ist sie irgendwie am Handy? Und das, was du beobachtest, kannst du auch gerade nicht, um auf sie zugehen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn sie ein Buch am Lesen ist, kannst du sagen, hey, ich sehe gerade, du bist ein Buch am Lesen, aber ich muss dir einfach schnell etwas sagen. Und dann kannst du zum Beispiel ein Kompliment machen. Du kannst ihr sagen, hey, mir gefällt das und das sehr gut. Zum Beispiel deine Ausstrahlung. Oder ich finde cool, wenn Leute heutzutage noch Bücher lesen. Das kann zum Beispiel auch etwas nicht so gerade direkt sein, aber wenn du sagst, ja, du findest es cool, wenn die Leute Bücher lesen, warum nicht? Wenn sie sich mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen unterhalten, kannst du sagen, hey, eben, ich sehe gerade, dass ihr euch da unterhaltet, aber ich muss einfach schnell etwas loswerden. Und dann sagst du ihr das Kompliment, das, was ihr gefällt. Du ihr das Gefühl geben und vor allem nimm das auch wirklich wahr, dass du nicht einfach irgendeinen Spruch rauslässt, sondern dass du die Situation wahrgenommen hast, dass du auch das respektierst, wenn sie sich unterhalten oder wenn sie gerade an einem Buch lesen ist oder am Handy ist. Aber das heisst nicht, dass du trotzdem ihr ein Kompliment machen kannst. Mach das dann auch. Und wenn sie dann weiterreden will, dann ist das super. Wenn nicht, ist es auch okay. Du hast deine Wahrheit gesprochen und das ist das Wichtigste. Und es fühlt sich einfach geil an, um sich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Blockaden. Tipp Nummer 4. Wenn dir wirklich nichts einfällt, wenn du jetzt wirklich sagst, oh fuck, ich bringe das irgendwie nicht an, jetzt mit dem Kompliment, ich bin irgendwie zu nervös und was ist denn, wenn sie es nicht cool finden und was auch immer, dann fang doch mal an und frag sie einfach, geh auf sie zu und frag sie, wo der und der Ort ist. Weißt du, wo es da einen guten Kaffee gibt? Weißt du, wo man heute Abend gut ausgehen kann? Eine gute Bar? Weißt du, wo der See ist? Es sollte natürlich nicht Sachen sein, die du schon weißt, weil dann ist es nicht wirklich authentisch. Aber warum nicht nach einem guten Kaffee fragen? Und du kannst sagen, ja, Starbucks kennst du schon, aber du willst mal etwas Neues ausprobieren. Und schon bist du im Gespräch. Und dann als letzter Tipp Nummer 5. Was kommt eigentlich danach? Danach, wenn du das Kompliment gemacht hast, wenn du auf sie zugegangen bist, wenn du positive Reaktionen von ihr bekommen hast, ein Lächeln, ein Dankeschön, und vielleicht fragt sie auch was zurück, dann ist eigentlich der Punkt, dass du ins Smalltalk kannst wechseln kannst. Was ist ein Smalltalk? Das kann sein, wenn zum Beispiel schönes Wetter ist und hast heute den ganzen Tag schon frei gehabt. Bist du im Smalltalk? Oder ist das auch dein Lieblingsort? Oder ist das normal dein Ort, wo du abhängst? Oder was hast du heute noch vor? Also das sind meine 5 Tipps. Jetzt sind Sie wundern, welcher Tipp das dir am besten gefallen hat, den du umsetzen willst. Ich hoffe, dir hat das Video irgendetwas gebracht. Wenn ja, dann tu doch das mit einem Like-Button belohnen und kannst auch gerne den Kanal abonnieren, dann kommst du immer wieder die neuesten Videos über und wirst immer mehr zum Flirt-Profi. Das war es. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Flirten. Ciao!